Hallo zusammen, du hast den Cletus, Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, alles klar bei euch. Machen wir heute mal etwas Neues. Und zwar ein starker Einzelgegner ist das Thema. Das heisst also, wenn im gegnerischen Team jemand sehr stark ist, wie kann man auf das reagieren? Und um euch noch ein bisschen Hintergrund zu geben, ich habe etwa 5-6 Games gegen diesen Typ gespielt, oder besser gesagt 5-6 Games zwischendurch mit ihm, zwischendurch gegen ihm. Er war allein, nicht in einem Team. Und das war das zweite Game von diesen Begegnungen. Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Typ sackstark ist. Aber jetzt zuerst mal ein bisschen zeigen, was ich hier mache. Das Game geht mal mit einem schönen Triple gestartet. C4 sind aber schon ganz geil im Black Ops. Und ja, ihr seht, ich bin wieder eigentlich so ein bisschen mit meiner Lieblingsausrüstung im Moment unterwegs. MP5, Lightweight, Slay of Hand und Marathon, alles Pro natürlich. Kommen hier hinten schon gerade so ein bisschen Spawn vom Gegner rein. Und ihr seht, es ist eigentlich immer extrem wichtig und den meisten wird das klar sein, dass man halt Deckung nutzt. Und hier wollte ich einfach nicht gerade vorsäckeln, sondern schnell ein Bild machen, wo könnten sich Gegner jetzt bewegen. Und ihr seht, wenn ich nicht voll am Rushen bin, bin ich auch gerne so ein bisschen immer auf Teammates am Warten, damit ich auch ein bisschen Unterstützung bekomme. Aber jetzt auch hier ziehe ich eigentlich gerne allein führen. Ich weiss, MP5 hat hier nicht eine gute Reichweite, ich muss aufpassen. Ich habe gesehen auf dem Radar, dass einer kommt. Der springe ich aber nicht führen, weil ich es schon mal erwähnt, im Moment ist man viel mit Amis zusammen und der ist die Connection aber schon ein bisschen komisch. Und jetzt hat er gesehen, der oben, der Ghost, denkt, ich muss jetzt erst noch ein bisschen ausweichen und habe ihn dann mit einem zweiten genommen. Und jetzt hat er gesehen, zack, ein SR drin, der andere gibt schon richtig Gas. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, ein bisschen, ja, voll intelligent vorzugehen und hat mir auch gerade die SR gegeben. Und noch der Yui am Start. Und jetzt hatte ich noch ein bisschen Schwierigkeiten mit Waffenwechseln, weil die MP5 hat aber relativ schnell keinen Mund mehr, vor allem wenn ich aus der Hüfte ballere. Und da ist es aber noch wichtig, dass man hier irgendeinen Knarren aufnimmt. Ich als Sniper vergisst den Fisch. Aber ja, probiere es halt gleich. Und ihr seht, ich werde jetzt eigentlich doch ein bisschen von allen Seiten gerade so ein bisschen von Gegnern umgeben, muss ein bisschen aufpassen, was mache ich. Ich bin dort einfach mal durchgesäckelt. Dieser Typ, der dort im Ecken hockt, den besuchen wir dann auch noch mal, aber der hat es nicht einmal geschnallt. Und ja, jetzt seht ihr, was mache ich? Ich habe den Sniper noch dabei, versuche eigentlich eine Position zu finden, wo ich einen Vorteil habe mit der. Und das war jetzt wohl der längste Hardscope, den es gibt. Aber ja, immerhin getroffen, die Hunde sind draussen. Und erst jetzt habe ich realisiert, dass der andere die Hunde auch schon draussen hatte. Besser gesagt, der German Freund heisst der Typ. German Freund. Und ja, er ist irgendwie aus Großbritannien gestanden in seinem Profil. Und jetzt müsst ihr schauen, jetzt schnallt er nicht ganz, zack, und der Typ hockt immer noch dort. Und der wird dann erst später dort auch wieder anzutreffen sein. Also ganz schräge Sieg hockt sich dort einfach in die Ecke rein. Und schnallt sie auch gar nicht richtig. Aber ja, egal. Schnell mal das B eingenommen, weil wir sich ein kleines Hintertreffen geraten, obwohl dass wir ziemlich am Kills machen waren. Aber genau das ist eigentlich das Problem. Ein Team, das richtig durchdreht und viele Kills macht, verhängt dann teilweise auch das Objective und verliert dann wegen dem. Und das ist eigentlich schon ein bisschen schade. Ein bisschen den Hüng nachher gesehen, da ist einer am Ziehen, der auch noch mal abverwünscht. Und ja, jetzt orientiert man sich anhand von den Schüssen. Seht ihr, der schießt auf das Gebäude. Es könnte sein, dass dort einer drinnen ist, noch schnell da spienzeln. Und dann, ja, definitiv jetzt mal das Gebäude in die Augen scheinen, der von vorhin noch mal abkassiert. Und das wird eventuell der Typ sein, der hier innen ist rumgegammelt, währenddem der Yui drauf geschossen hat. Ja, jetzt überlege ich mir halt immer, wo gehst du her, um das Zeug rauszulassen. Und dann lege ich mich einfach in das Loch rein. Das bringt mir ja hoffentlich ein bisschen Deckung. Und jetzt beim Yui, ich meine, es ist uralt geschwafelt, das Black Ops ist mittlerweile uralt, aber vielleicht für die jetzt noch schnell als Vorbereitung, in Anführungs- und so ein Schlusszeichen loslegen. Mit dem Yui halt immer probieren, auf einen Spawn zu schiessen, weil wenn man einen Gegner abkassiert, das passiert 2-3 Mal und dann könnt ihr so von euch selber, dann nimmt man halt einfach mal die Anti-Air-Class führen und will das Teil abschießen. Darum eigentlich probieren, in Spawn rein zu montieren und sich dann auch versuchen daran zu erinnern. Seht ihr, da ist er, der German Freund, mit seinem Flag Jacket. Aber immer ein bisschen daran zu erinnern, wo die Leute waren, wenn man im Yui war. Weil dort werden sie ja ihm so als die roten Rhombus angezeigt und, oder Diamanten. Und das sollte man eigentlich in dem Moment, wo es dann runtergeht, versuchen, sich zu merken, wo die waren.
Ich versuche ja ein bisschen herauszufinden, wo der Gegner ist. Sie spawnen offensichtlich hier hinten. Mit der aufgenommenen AK versuche ich das zu klären. Und hier wage ich mich jetzt schon relativ weit führen. Und ihr seht, das hat dann seinen Preis. Ja, jetzt ziemlich durchgedreht. Noch nicht allzu manchmal gestorben. Aber der Gegner hat jetzt auch seine Verhaltensweise geändert. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wenn der Gegner extrem gefickt wird in dem Sinn, dann nimmt er dann seine Tryhard-Klasse raus. Oder wenn man dem sagen will, oder einfach seine FAMAS oder AKU, einfach mit der, wo man am besten ist. Und spielt vielleicht auch ein bisschen defensiver. Und darum, wenn man einen Gegner ganz am Anfang fertig macht, das war jetzt der Vollidioten-Move, den ich sogar überlebt habe. Frechheit. Mit halbem Magazin dort reinzusäckeln, ist auch ein bisschen leichtsinnig. Genau, wer es verdient hat, bekommt es dann auch abkassiert worden. Aber ja, jetzt weiss ich gar nicht mehr genau, wo ich vorhin war. Ich bin hier dermassen im Fluss beim Texten, noch schnell ein Granatenpfeil. Darum machen wir doch jetzt einfach weiter. Ihr seht, dieser hockt wieder unten in diesem Eckchen. Ich bin ein bisschen unschlüssig, was mache ich mit dem Fuchs? Den gehen wir uns doch holen. Und ich meine, was macht der dort? Der schnallt es offensichtlich wirklich nicht. Ich hole mir wieder mal das B, damit wir auch in Führung bleiben. Und ihr seht, wenn jemand auf die Fahne gumpelt, scheisse der links leider nicht gesehen, der Ghosty, sollten doch die drumherum sind, Augen drauf springen. Eben, wenn man nicht in der Gruppe spielt, im Team spielt, sondern allein, kann man ja gleich, allein getroffen. Kann man ja gleich versuchen, ein bisschen zusammenzuspielen. Und wenn einer auf die Flagge geht, gibt es auch Leute, die einfach nebendran ein bisschen am Schimmeln sind. Und klar, es braucht auch einen, der vorne ein bisschen Gegner abschirmt, eigentlich, abhaltet, dass sie nicht Granaten werfen oder so. Das ist auch eine gute Taktik. Aber gleich, ich meine, wenn 2 oder 3 cappen, das macht dann eben schon einen riesen Unterschied, was die Zeit anbelangt. Ich meine, das dritte Höhe hat man eine Fahne extrem schnell. Und das ist halt einfach so ein genereller Ratschlag. Wenn ihr gewinnen, was ja eigentlich wichtiger ist als KD, versucht doch einfach auch ein bisschen, ja, ihr müsst nicht immer auf Flaggen springen und durchsterben, das ist dann auch dumm, weil dann gebt ihr Gegner viel Abschüsse, schnell durch die Wand durchpickelt, dass ich gebt ihr dem Gegner viel Abschüsse und dann auch gute Killstreaks und das ist dann auch schlecht für das ganze Team, also darum sicher nicht dumm sterben, wenn das so darf sagen, so wie ich hier, 3 Gegner und stehe einfach raus und ziehe hin und her. Das war absolut für nichts. Aber ja, ihr seht, das Game wird ein bisschen härter, sage ich jetzt mal, vom Schwierigkeitsgrad. Die Gegner haben scheinbar... Nein, dieser hockt schon wieder dort. Ja, das Mal hat er mich sogar verwünscht. Und jetzt hat er scheinbar das Fleckjäckchen angelegt. Eieiei. Also ja, ihr seht, es ist immer noch extrem spannend, obwohl dass wir sogar am Anfang extrem dominiert haben eigentlich. Und da auch wieder schöne Gewarter und Gefeiler, wo am Schluss ist er nicht mehr mal durch. Aber die Sache ist einfach die, am Anfang haben wir sie so fertig gemacht, dass sie jetzt dermassen eingeschüchtert und defensiv sind und ich finde, das merkt man eben auch gut. Darum ein raffinierter Spieler, oder besser gesagt ein raffiniertes Team. Klar, wenn man das Gegnerteam komplett dominieren kann, wenn sie wirklich weniger Skills haben, dann kann man das auf jeden Fall machen. Gerade von Anfang an durchdrehen, schön reingesprungen da. Aber sonst ist es eigentlich intelligenter, wenn man halt auch nicht gerade am Anfang die komplette Stärke auspackt. Weil dort tut sich der Gegner vielleicht auch so ein bisschen in einer überlegenen Position wähnen. Und das führt dann dazu, dass man sie dann auch noch einmal richtig überraschen kann, wenn man durchdreht. Aber ja, das war jetzt relativ strategisches Getexte. Je nachdem, wie weit man es führen will und dann eben auch als Gruppe gut werden will, ist es natürlich immer extrem wichtig, sich auch über solche Sachen Gedanken zu machen. Weil klar, am Schluss kommt es einfach auch darauf an, welcher wie gut bereicht, aber auch wenn man auch strategisch so etwas am Hut hat und eben auch ein bisschen kommunizieren kann, dann kann man es dann schon sehr weit bringen. Ich meine, gute Teams, es ist auch unglaublich, was die herbringen. Aber ja, zum Teil will man da einfach auch noch ein bisschen spasseshalber spielen und ein bisschen rumgammeln und vielleicht auch mal ein bisschen Crap machen und ein bisschen mit der RPG schießen und das ist auch jedem überlassen. Wie gesagt, primär geht es halt schon um Spass und da habe ich es halt wieder ein bisschen verkackt mit meinem Aiming. Ja, ich muss halt wirklich einfach auf Klassen setzen, die im Nahkampf relativ stark sind, wie jetzt auch hier die MP5 einfach raussprayen. Aber die Distanzen sollte ich eigentlich persönlich meiden, weil mir das halt wirklich nicht so liegt. Und das ist dann auch wieder, ich meine klar, es ist auch ein Nachteil auf gewissen Maps, absolut. Aber es gibt dann wiederum fast auf jeder Karte eigentlich eine Route, die man nehmen kann, oder auch mehrere, wo man ein bisschen besser geschützt ist, wo man nicht so muss, Distanzkämpfe fechten, kämpfen, schießen, einfach reinlaufen und abknatzen. Darum jetzt gegen Schluss habe ich wirklich dann auch ein bisschen abgehackt.
irgendwie ist man auch nicht mehr so im Fluss gewesen. Ihr könnt sicher auch ja, zum Teil läuft es einfach gerade wie einem auf den Leib geschneidert und zum Teil findet man einfach nicht rein. Und das war jetzt noch eine interessante Abwechslung gewesen. Und ja, was mache ich in solchen Fällen? Wenn es dann wirklich gar nicht mehr läuft, dann wechsle ich dann auch auf meine Goals-Klasse. Weil ich meine, ich muss ja dann nicht anfangen campen, sondern kann dann halt ja, darauf setzen, dass man mich nicht gerade auf der Minimap sieht. Weil das siehst du halt dann auch, wenn du nicht mit Ghost rumlaufst. Sie drehen sich aber schon vorher in deine Richtung, weil sie genau sehen, dass du kommst. Aber wenn man einen guten Triggerfinger hat und auch das Aiming stimmt, dann kann man so einen Kampf immer noch gewinnen. Weil wer vorbereitet auf jemanden wartet, ist aber dann gleich überrascht. So wie der Ghost auch ein bisschen überrascht ist worden. Aber ja, immer wieder schöne Samtags und Hagis, die es halt aufs B fliegen. Aber ja, der Gegner kann uns eh nicht mehr einholen. Von dem her ist es easy und das Game ist gewonnen. Und ja, ihr seht, sehr stark angefangen, er doch ziemlich abgegeben. Noch ein paar dumme Toten gestorben und auch auf Gegner eben getroffen. Da hat es jetzt auch schon wieder ein paar schöne Campers drin gehabt. Ja, das wäre es mal zu dem gewesen. Und eben, starke Gegner, das ist eigentlich nur die Einwärmung gewesen. Oder die Vorbereitung, weil im letzten Spiel von all denen, die ich erklärt habe, war der German Freund im gegnerischen Team gewesen. Und dort habe ich dann eigentlich in dem Sinne halt eine spezielle Taktik angewendet, um nicht von ihm ausgelöscht zu werden. Das klingt jetzt natürlich spannender, als es effektiv war, aber das wird dann das zweite Gameplay, das ich zeige. Und ja, hoffe, es war einigermaßen interessant gewesen, was ich hier getextet habe. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch etwas gelernt. Schön zusammen.